Mein Name ist Dr. Knödi. Guten Abend miteinander. Am Zürcher Bahnhof hat sich ein unterirdisches Loch aufgetan, das mit Beton gestopft werden. Warum das? Die offizielle Begründung wegen einer unterirdischen Bohrung. Es gibt aber auch Leute, die behaupten, das Loch sei entstanden, weil die Bankentresor an der Bahnhofstrasse sortiert leer sind und gestopft worden sei das Loch mit 2 Milliarden vom Hans-Rudi Merz. Der Bischof von Chur hat gesagt, er hätte schon immer gewusst, dass sich die Hölle direkt unter Zürich werde auftun. Das ist natürlich alles Blödsinn. Die Lage ist viel ernster. Nach Köln hat sich jetzt auch in Zürich im Untergrund das Loch aufgetan, was ein Anzeichen für eine sogenannte Bodengrippe ist. Das heisst, die Löcher können andere Städte befallen und beispielsweise in Genf unter dem Zern ein schwarzes Loch auslösen. Spaß beiseite. Weil jetzt mit Deutschland und mit der Schweiz bereits 2 europäische Länder von der Bodengrippe betroffen sind, hat die Weltbodenorganisation die Warnstufe 3 ausgerufen. Das heisst, ab sofort dürfen in der Innenstadt keine Stöckelschuhe betreibt werden. Vom Verzehr von Erdbeeren wird gewarnt und Bewohner sollen nach grösseren Menschenansammlungen die Füße gründlich waschen. Wegen der Bodengrippe sofort unter Quarantäne gestellt werden alle Fußballer und der amerikanische Skirennfahrer Bode Miller. Man kann Fragen stellen. Tamiflu hilft vielleicht bei der Vogel- oder bei der Schweinegrippe, aber nicht bei der Bodengrippe. Da haben Sie statt Tamiflu besser Tami nochmal. Nächste Frage. Sorgen Sie dafür, dass es nicht mit Zürich in Kontakt kommt und legen Sie im Essigstöckchen an. Ein Mundschutz nützt nicht gegen Bodengrippe, Sie brauchen den Beinschutz. Das heisst, Sie steigen in eine Schutzhülle nie. Der Fachausdruck heisst Bodensack.